Tales of Berseria. Oh yes, das andere geht weiter und wir sind, glaube ich, hier in der Nähe eines Stufe Rot Monsters, das einfach wild umherstreift. Angeblich bin ich gespannt, wo es sein soll. Weil, naja, Stufe Rot Monster, also quasi stärksten oder ihrer Art, die haben so herumstreifen. Nee, da kann es gar nicht sein, gibt mehr davon. Weil ich dachte gerade, okay, herumstreifen, das kenne ich doch irgendwo her, zum Beispiel aus Xenoblade Chronicles noch. Und die waren mitunter ziemlich groß. Hi, Kumpel. Aua. Du gehst in Rauch. Ein weiterer ist down und der Kampf ist vorbei. Wir haben bald wieder ein Level Up. Es sah wieder... Oh verdammt, wir gingen ins mystische Art ausführen schon wieder. Nein, ich wollte schon wieder lernen. Ja, so geht's natürlich auch. Ich dachte gerade, das war doch irgendwie L2 oder so, oder? Ja, eben doch. Und Level Up, Mann, ist das geil. Ich finde das steil. Hallo? So, waren jetzt die großen bösen Typen hier, wa? Die hier, genau. Zuerst dachte, ja komm, das Einzigartige ist sicher in die Rang S. Oh oh. Das war ein Fehler. Eine gefährliche Kette. Das ist ganz gefährlich. Eisen ist blockiert oder verwirrt, was auch immer. Komm schon, hier bin ich. Was ist denn das gerade für ein Move? Oh oh, nicht gut, nicht gut. Ich sag ja, nicht gut. Wieso hören die denn nicht auf mich? Ich wollte gerade sagen, was ist los? Luffy heilen? Dankeschön. Das verstehst du unter heilen, was? Alter, diese scheiß Schlange, was ist mit denen los? Ziemlich aufmüpfig, wa? Ja, irgendwie haben die was an sich, womit die... Gefährliche Biester, kann ich anders sagen. Der Weg ist klar. Du, 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 du. So, das ist der richtige Weg. Ich schätze mal nach unten, also wird hier vermutlich das Monster sein.
Auf alle Fälle sind noch still gerade. 95, ey. Was für ein Kack, ey. So. Sonst gibt es wohl nicht viel, so wie es aussieht. Einfach nur für eine Katztruhe. Aha. Ist ja doch nicht ganz für die Katz, wa? Sonst nichts mehr. Ist ja schon mal die andere Seite. Seht ihr da schon mal irgendwie das Monsterstufe Rot irgendwie? Nö, wa? Bin gespannt. Sehen wir es echt noch, bevor wir die erste Stadt erreichen? Wow. Those walls. They're so huge. That's Logris, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Laphicet? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire, and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Artorias. That's it. Tja. Denke, werden wir sicher auch tun irgendwie. You better be ready. Wolf und Schlangen. Was eine Sammlung war. You won't get any pity or compassion from me. Gibt aber eigentlich noch relativ viele Erfahrungspunkte. Wenn wir ehrlich sein sollen. Ständig ausweichen. Na, kriegst du mich? Aber ich kriege dich, du. I unleashed all my power. Maybe I overdid it. Da wird es bereits weitergehen. Ich bin mal gespannt, vor allem, ob die ähnliche Kennzeichen sind wie in Zestiria. Da gab es ja auch stärkere Monster, man so ehrlich sagt. Da waren mehr als 10, oder? Da geht es noch nicht durch. I'll end this Günstiges quickly. Treffen. Jo, treffen darf mal alle. Ja, trefft den. Aua. Was ist das gerade? Eine Gum-Gum-Pistole oder was? Hat irgendwie ganz einen Arm ausgedehnt. Come on, really? War gerade leicht seltsam. Nun, egal. 600 Punkte. Und was haben wir hier noch Schönes? Erdring. Gut. Guti. Wow. Das erschrocken nicht. Hat egal. Felsblock wäre ein Monster. Das ist doch mal was, wa? Theoretisch. Das ist auch nichts Besonderes. Hey, soll hier in der Nähe sein, aber trotzdem finde ich es nicht. WTF. Das Spiel verarscht mich doch. Was ist jetzt los? Nein! Nicht jetzt! Ich hab keinen Bock. Ninja Storm wird übrigens aktuell nicht. Gelähmt? Hat Goku das geschafft? Und tschüss. I wish I had power like that.
Hä? Wo ist das Ding hin? Immer eine Schlange. Wo ist die Schlange hin? Ja, so geht's ja auch. Tschüss. We're finished here. So, ja, also natürlich automatisch mystische Art einsetzen, finde ich eigentlich schon cool. Und aktuell noch. Nachher vielleicht künftig muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass es vielleicht das besser manuell einsetzen kann. Wegen Tastenknopf und so während des Kampfes, so im Sinne von, ja, ich drücke die Taste, dann greift Laffy-Set an, dann drücke die Taste, dann greift der andere an. So ungefähr halt harmonisch eigentlich wieder. Das sind ja echt ein bisschen nervige Schlangen. Wow. Den unterbrochen an, schlecht. Scheiß Vögel, was treiben die hier überhaupt? Sieht schon irgendwie so aus, ihre Moves. Aber bisher macht irgendwie nichts, wa? Ah, stimmt, er hat noch gar keine Trottel. Get out of my way. So ganz cool. Und Laffy hat noch gar keine mystische Arte. Nö, eben, hat noch gar keine. Aber der Rest hat bereits, deswegen setzt sie aber automatisch ein. Jo, aber gesagt, sollen sie machen, sie tun's. Move it or die. Dann move ich halt. Ein Haufen Schlangen. Viele, viele kleine Orochimarus. Und tschüss. Aua. So, dann haben wir das Level Up schon. Da könnte ich aber durch, wie es aussieht. Hey, du durch. Da könnte ich durch, wa? Voll erwischt. Aua. Das hat weh. Tschüss. Wo ist mein Punkt? Hier ist er. Ja, ich weiß, ich habe 10 Punkte da hoch, aber... 10 Punkte, sag ich schon. Mystische Arte-Punkte, sag ich jetzt mal. Aber ich will die noch aufsparen, weil ich kann hier durch. Es könnte sein... Nö, ist doch nicht. Hä? Bin doch wieder bei Zestieren oder was? Alter, das sieht aber genauso aus. Hä? Was ist der Krieg gegen ein anderes Reich? Was geht hier ab? Vor allem, was so traurig ist. Zestiere spielt 1000 Jahre später. Meint die haben sich irgendwie weiterentwickelt und so, technologisch oder? Nee. Alles noch gleich im Arsch. Gleiches Mittelalter und so. Das ist schon irgendwie traurig. Ja. Ich habe irgendwie zum Bossmonster. War das sicher garantiert da drüben? Also, oder tat vielleicht irgendwie zufällig auf und ja, wie es schon am Anfang hieß, es kann hin und her wandern zwischen einzelnen Routen und Ebenen. Ich muss einfach quasi immer rein, raus, bis es vielleicht mal hier wäre. Okay, die Zone ist zurück, sehr schön. Was habt ihr gefunden, Freunde? 2 Siege, ja, machen wir da klar, ein Rezept entdeckt, okay. Schon wieder, nur damit nochmal... Ja, gut, von mir aus. Ja, und wenn noch 2 Items, oder, dann kann sowieso noch nichts anderes machen. So. Das andere Viech sehe ich jetzt noch nicht und daher... Oh oh. Oh oh! Jetzt wird es vielleicht ein bisschen gefährlich. Vielleicht aber auch nicht. Lass Laff in Ruhe. Lass dich gefälligst Laff in Ruhe. Lass meinen kleinen Bruder in Ruhe.
werde ich hier echt sauer. Ich sagte, ich werde sonst echt sauer und verschlinge euch. Wow, da waren ein paar viele mystische Art auf einem Haufen. Aua. Wie macht er das? Well then, let's move on. War trotzdem cool. Alter, wie viele Erfahrungspunkte. Dann lohnt sich doch eigentlich gleich noch ein Kampf. Eigentlich... komm, machen wir weiter. Kuckuck. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. You, in the black coat. Show me your documentation. Well? Your travel permit from the Abbey, where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily, I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as Magilou's Menagerie. Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to... Huh? Oh, sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one. Act like a dove. Cool. Remember, Magilou's Menagerie manufactures mirth. That was just a small sample for the good citizenry of Logris. Hey, you can't advertise here! Move along! As you say. That was a fine ploy, Magilou. Well, don't expect tricks like that every day. Coo. Oh, that murderous gaze! Coo. Those doves were amazing. Just a crude trick. If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Laphicet? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards. I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their power has brought. A piece paid for with Laffy's. Velvet? Alter Magilou, ey. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Velvet sie auf Ort und Stelle noch, verschlungen hätte. Aber schön zu sehen, in Anführungszeichen natürlich, dass Velvet doch peinlich berührt war, sprich, dass sie in der Lage war, das zu zeigen. Heißt doch eigentlich, ja, dass sie gar nicht so sehr dämonenlastig ist und ja, dass man mit den Geschmacksnerven und so irgendwie weg ist. Ich denke, da 3 Jahre lang halt nur Dämonen verspießen, das eigentlich logisch ist und das kommt schon wieder, bin ich eigentlich zuversichtlich. Im Sinne von hoffentlich einem Happy End mit, ja,
einer normalen, glücklichen Velvet und vielleicht Laphicet auch noch. Und naja, mal schauen, wenn es soweit ist. Right now, Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the crown prince. The Crown Prince. What happened to the king? The king is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This king sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the king by working hand in hand with Lord Artorias in the Abbey. As long as we have Lord Artorias and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Artorias' side. Naja, Artorias wird nicht mehr lange leben, bin ich mir ziemlich sicher. Übrigens mal eine nette Einspielung, war mein Percival. Artorias, früher hat Velvet ihn Arthur genannt. Und dann, was hatten wir? In Cestiria, die Dame vom See und so. Das Schwert im Felsen rausziehen, sind alles so kleine, nette Anspielungen auf die König Arthur-Saga. Mit Merlin, Excalibur, etc. etc. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht. So, Part ist da mal vorbei, machen ganz kurz hier ein Gespräch und dann Rest schauen wir uns den nächsten Part an. The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgand's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically they're just one branch of the church, right? For a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Artorias. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The prince also gave Lord Artorias authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Artorias commands Midgand now, and has formed a new theocracy to combat the demon blight. And that is the origin of the Holy Midgand Empire. The Abbey is its foundation, and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Glühender Glaubensträger. Ja, es war zu befürchten, es wird noch lustig werden, wie wir dann an Artorias rankommen sollen. Und, also, mal ehrlich, Leute, wir sind jetzt irgendwie bei Part 22 mittlerweile oder so. Ungefähr. Und, ja, also, ich denke schon, dass man, ist eigentlich in der Regel immer so in den ersten, ich schätze es mal, 30 Parts, oder? Sprich 30 mal Parts mal ungefähr 20 Minuten, sprich 600 Minuten. Sprich, da 10 Stunden, kann man eigentlich so sagen, in den ersten 10 Stunden und so, kann man sich, ja, mit den gängigsten Spielprinzipien vertraut machen und in der Regel auch schon mal sich gut voranarbeiten und eventuell auch schon auf den Endboss treffen, bis dann eben irgendwas passiert und wieder zurückgeschlagen werden oder Artorias vielleicht in diesem Spiel, also in diesem Sinne sogar vernichtet, anteilsweise vernichtet, keine Ahnung. In dem Sinne, ja, ich denke schon, vor Part 30 werden wir noch auf ihn treffen. Aber es wird garantiert nicht gut ausgehen, das bin ich völlig überzogen, weil sonst... Oder vielleicht ist es jemand ganz anderes, der Bösewicht. Es gäbe viele Theorien dazu und vielleicht werden wir diese schon in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Berseria lüften können. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und mal bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.